kürzer machen. Noch kürzer? Ja, das ist nun mal mein Stil. Ja, wie du meinst. Ja. Du hast aber auch wirklich schicke Beine. Ja, nicht? Ja, lass mal. So? Ach du, noch ein bisschen kürzer. Schön, wie du willst. Ja. So, aber dann musst du dich da mal auf den Hocker. So? Ja, Na, schön. Stell dich doch mal auf. Ja. Vorsicht. Ja. So. So, du, aber das sag ich dir, Ella. Na? Deine Arbeit bezahle ich dir, 100%. Ach was, wir sind doch Nachbarn. Und überhaupt, mir macht das doch Spaß, mal wieder zu nähen. Du, wo hast du das eigentlich gelernt, das Schneidern? Bei meiner Mutter. Ja, du, wir waren 5 Kinder im Haus und so viel hat der Hof nicht abgeschmissen. Ja. Also wirklich, du könntest einen Salon aufmachen. Du. Salon, du. Aber nicht mit meinem Mann. Nee, das würde Rudolf nie zulassen. Du, das glaube ich. Oh, ich höre ihn richtig sagen. Rudolf Broders Frau hat es nicht nötig zu arbeiten. Ja, so ist er nun mal. Ach, Ella, du hast den Glückstopf gegriffen Ja. mit deinem Mann. Wie? Ja. Ein stattlicher Kerl, du. Ja, immer wenn ich ihn sehe, muss ich an meinen Seligen denken. Ach, du, der war auch so quicklebendig. Und nun fallen wir da nicht runter. Nein, du, seinetwegen bin ich damals von zu Hause weg. Was, wegen meinem Mann? Nee, wegen Ach Max. so, ja. Ja. So, dann sind wir damit fertig. Dann kommt nun der Ärmel. Ja? Wie ist denn hier? Ja, rechts. Rechts, ja, genau. So, ja, schön. Gut. Ach du, Ella, sag mal, hast du heute Nacht auch den Krach aus der ersten Etage gehört? Das geht mich nichts an. Mich auch nicht. Nö, interessiert mich überhaupt nicht. Oh, du, er ist um 3 Uhr nach Haus gekommen. Ja. Und sie muss hinter der Tür gestanden haben. Du, der hat ja geschrien, du. Aua! Oh, sie tut mir leid, obwohl Eine weiße Braut. Oh, ein bildschönes Brautkleid. Komm, das stell dich da mal wieder hin. Ne? Nächst du mir nur endlich das Kleid fertig? Vicky, wir haben nur noch so viel Zeit. Ja, aber wann soll die Hochzeit denn sein? In 14 Tagen erst. 14 Tagen schon? Oh, wie spannend. Du, ich kann das gar nicht abwarten. Ja, aber warum regst du dich denn nun so auf? Vicky soll ihren Robert heiraten, nicht du. Robert. Oh, das ist aber ein männlicher Name. Rosi. Du, ist er Künstler oder sowas? Nee, Statistiker. Ist nicht wahr. Was ist er? Chefkalkulator im Statistischen Amt. Ein Kalkulator. Ja, er hat ein Universitätsdiplom. Nun bleib mal stehen. Oh, ist nicht wahr, du. So. Ja, aber die Studierten, das sind immer die ruhigsten. Du, mit denen hat man keine Ärger in der Ehe. Du hast denn schon alles organisiert? Wir hängen schon aus. Fehlen bloß noch ein paar Papiere. Ja, Robert möchte so gern, dass die Hochzeit an den Geburtstag von seiner Mutter ist. Ach, wie süß. Ja, ne? Oh nee, du, das finde ich ja nur zu süß. Ja, und dein Mann, Ella, was sagt der dazu? Papa hält ihn für was Besseres von Haus aus. Eine gute Familie, hat er gesagt. Aber ob er das auch so gemeint hat, das weiß ich nicht. Ja, dein Vater? Ah, du, der weiß doch Bescheid. Du, so ein Installateur wie ihn gibt das bloß einmal. Du, ich werde ja nie nicht vergessen, als er im Frühjahr nach dem ersten Blick auf meinen Wasserhahn im Garten zu mir sagte, liebe Rosi, hat er gesagt, liebe Rosi, der Wasserhahn platzt, wenn die Eisheiligen kommen. Du wirst das ja nicht für möglich halten, du. Da waren noch keine 2 Wochen vergangen. Da ist er geplatzt. Nee, die Eisheiligen sind gekommen. Rosi. Ah, du, was für ein Installateur, was für ein Mann. Ach, Ehemann, wollte ich sagen. Die Liebezeit ist ja schon gleich 1. Rosi, Ja. wir müssen aufhören. Wenn das Essen nicht Punkt 1 auf dem Tisch steht, dann wird er grantig. Vicky? Vicky, komm mal her. Guck mal. Aber Ella, ich bin jetzt los. Ja. Ja, geh ich so los. Salz, Pfeffer. Wein. Ja. Salz, Wein. Zeitung. 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 Wo ist das Wasser? Vicky, das hab ich ganz vergessen. Ich geht der auf. 2 Flaschen aus dem Kühlschrank schnell. Oh, gleich 1 und kein Wasser auf dem Tisch. Mahlzeit. Mahlzeit.
Ist das über? Oh, entschuldigen Sie vielmals. Na, wie geht uns das, beste Frau Wix? Oh, danke, danke. Oh, aber Sie sehen ja gut aus. Oh, so knackig braun. Ja, wir arbeiten gerade auf dem Neubau. Auf dem Neubau? Ganz große Sache, aber Sie entschuldigen mich wohl auch Ja, nicht, bitte. Mami, ich kann noch schnell in den Laden laufen. Zu spät, das Gewitter zieht schon auf. Was gibt's denn heute? Kalten Schweinebraten und Kartoffelsalat. Kein was? Schweinebraten. Kartoffelmus? Oh, nö, oh, Rudolf, Kartoffelsalat, das machst du doch so Aber gern. nicht so einen kalten Schweinebraten. Er will ihn nicht länger stören. Ne? Ja, ach komm, hier, deine Brille. Ja, danke. Auf Wiedersehen, Herr Bruder. Ja, geht in Ordnung. Ja. Ja, danke. Kaugummi. Keine Suppe? Was? Nein, heute gibt es keine Suppe. Na denn. Also dieser verdammte Landmann hat mir doch den Kopf fusselig gesabbelt. Und wegen der Hauptleitung. Sollte sie unbedingt auf 3,5 Zoll ändern. Für ihn billiger, aber gegen die Vorschrift. Ich sag zu ihm, wo ist das Salz? Ich sag zu ihm, mein lieber Junge, wollen Sie, dass der Installateur ein Fachmann ist oder ein Betrüger? Rudolf Broders macht keinen Fusch. Nee. Und da wagt er mir ins Gesicht zu sagen, wo ist das Wasser? Das Wasser. Oh, ist gar kein Wasser da, Vicky. Ja, ich gehe schon, ne? Du bleibst hier. Alles hat zur rechten Zeit auf dem Tisch zu stehen. Nun riech dich nicht auf, Papa. Ich reg mich überhaupt nicht auf. In diesem Haus ist ja wohl alles wichtiger als ich. Oh, Rudolf, komm, guck mal, dieser Braten ist ein Sonderangebot. Ich arbeite mich tot für euch. Nee, ich bin ein fauler Hund, der den ganzen Tag in der Sonne sitzt und überhaupt nichts für seine Familie tut. Oh, ihr wisst ja nicht, was hier mit mir los ist. Schon wieder die Stechen. Habe ich schon mal geklagt. Ich will nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Und was ist der Dank? Ich kriege immer selbst das Wasser zu meinem Wein und das in meinem eigenen Haus. Oh, entschuldige bitte. Ja, dann hängt das Kleid man da an den Schrank. Ne? Ja, ich mache eben ganz zufällig meinen Kühlschrank auf. Und was finde ich da? Danke. 1000 Dank. Das ist mal wieder typisch. Eine Nachbarin muss sich um die elementarsten Dinge in diesem Haus kümmern. Eiskalt. Klasse, klasse. So, und dann will ich auch nicht länger stören. Oh, gut. Ja, aber ganz zufällig habe ich ihn aufgemacht. Natürlich, ganz zufällig. Ja. Tschüss, Herr Broders. Tschüssing, tschüssing. Hör mal, ich will ja nur wirklich kein Theater machen. Du weißt doch am besten, dass ich Wasser zu meinem Wein gebrauche. Ja, ja. Nun ist doch was, meine Herren. Aber was habt ihr denn? Es fällt doch nicht an, bloß wegen so ein bisschen Wasser. Komme müde wie ein Hund nach Hause, da will ich keine sauren Gesichter sehen. Morgen ist doch was, mein Herren. Dein Sonderangebot ist wirklich klasse. Wie weit bist du mit deiner Hochzeit? Uns fehlt immer noch der Trauschein von euch. Deine Mutter weiß, wo der ist. Ich habe keine Zeit, mich da auch noch drum zu kümmern. Ja, Augenblick mal. Na, habe ich gesagt, jetzt gleich. Oh, gut, so, oh. 3,5 Zoll. Und wer hat die Schuld, wenn das Ding explodiert? Ich. Oh, wie hübsch. Ja, nicht? Hat Papa mir zur Verlobung geschenkt. Was, Papa? Ich? Ja, du bist extra deswegen nach Hamburg gefahren. Als ich morgens aufwachte, da stand der Kasten an meinem Bett und als ich ihn dann aufgemacht habe, oh, ich habe geweint vor Freude. Naja, hat 6 Mark gekostet, das Ding. War eine Masse Geld damals. Der Kaufmann brachte mich doch ganz höflich bis an die Tür. Hat sich 1000-mal bedankt. Das waren noch Zeiten. Versicherung, Mitgliedskarte von der Gewerkschaft. Oh, guck dir hier mal das Foto an, wie fürchterlich. Und hier ist auch der Trauschein. Ist er nicht. Nee, stimmt, ist er gar nicht. Aber wir haben doch alle Papiere hier drin. Nee, also der Trauschein, der ist nicht dabei. Natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Weil es keinen gibt. Was gibt das nicht? Kein Trauschein. Nix, gar nichts. Du machst Witze. Jeder weiß, dass wir verheiratet sind. Bis jetzt haben wir das noch nicht beweisen müssen. 2 Menschen hat sich lieb. Haben sie eine kleine Wohnung genommen, das war alles. Du, ich weiß sogar noch die Hausnummer. Nichts sagen, nichts sagen. Das war Nummer 21. 12. Stimmt, andersrum. Da war mal eine lütte Bude unterm Dach. Und im Sommer heiß wie die Hölle. Für mich war es das Paradies. Wir waren jung und verrückt. Wie waren wir verliebt? Einmal bin ich auf so einen Turm geklettert,
Wollte deiner Mutter zeigen, was ich für ein Kerl bin. Und danach habe ich dann 3 Wochen an seinem Bett sitzen müssen im Krankenhaus. Also hör zu, du gehst hier aufs Standesamt und sagst, dass wir vor 30 Jahren in Klangsdorf geheiratet haben. Alle in unserem Dorf können das bezeugen. Du bist gut, Papa. Ohne Trauschein nützt uns das überhaupt Komm, nichts. komm, das sind Briefe vom Papa an mich. Also, Rudi, ich weiß nur ganz genau, dass wir einen Trauschein hatten. Wer hat uns eigentlich getraut? Der Bürgermeister? Och, Rudi, das weiß ich doch nun nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Bitte, bitte, versucht doch euch zu erinnern. Und habt ihr beide Amnesie? Was ist das, Amnesie? Gedächtnisschwund. Doch, komm. Sag mal, bist du freundlich zu deinem Vater, ja? Mein Vater wollte mich nicht auf die höhere Schule schicken. Amnesie, sowas. Hier wird nicht geraucht. Kann Qualm in meinem Haus nicht verschaffen. Okay. Mami. Ja, ich bin... Ja, Rudi, sag mal, besinnst du dich noch auf Alexander Bünde? Meinst du den aus dem Gesangverein? Nein, ich meine den blotten Sekretär vom Gemeindeamt damals. Ach, dein Alex. Ja, ist schon gut. Und Alexander hat mir damals gesagt, dass unsere Hochzeit ganz in Ordnung wäre. Augenblick mal. Ja, jetzt fällt mir es wieder ein. Wir waren doch damals auf dem Amt. Ich in meinen besten Zwirn und du in dem Kleid mit den großen Blumen. Ich mochte das zu gern leiden. Ja, und dann? Und dann... Dann schlug die Bombe ein. Bombe? Was denn für eine Bombe? Die einzige, die in unserer Gegend überhaupt eingeschlagen war. Und das kurz vor Kriegsende. Direkt in die Pumpenstation der Meierei schlug sie ein. Interessant. Na, für mich als Installateur allemal. Natürlich nicht für so einen Statisten wie dein Robert. Statistiker. Das kommt auf dasselbe raus. Wie geistreich. Ja, ich bin mal ein einfacher Klempner. Jedenfalls musste ich damals gleich dahin, ob ich nun wollte oder nicht. Also, Rudi, ich weiß ganz genau, dass Alexander uns damals versprochen hat, den Trauschein für uns in Ordnung zu bringen. Der und versprochen. Der hat mir doch beim Leben seiner Kinder versprochen, dass er mir Holz für die Werkstatt besorgen wollte. Rudi, der hatte doch gar keine Kinder. Das siehst du. Und genauso hat er auch unseren Trauschein versiebt. Ach, warum hast du dich auch immer mit ihm erzürnt und gestritten? Deinetwegen? Oh, was warst du eifersüchtig? Nicht ohne Grund. Ach, Rudi, wegen dem einmal nur, also wirklich. Nicht vor dem Kind. Ja, mein Herr, ich weiß auch nicht, wo der gute Herr Bünde damals mit unserem Trauschein abgeblieben ist. Vielleicht hat er mir auch ein anderes Paar gegeben. Ha. Trotzdem müsst ihr was tun. Ja, was denn wohl? Na, heiraten. Wer? Wer wohl ihr? Wir? Hobbylein, wirklich, ihr müsst noch mal heiraten. Ich halte nichts von heiraten unter Druck. Oh, Mama! Komm, lass doch das heulen. Ein großes Mädchen. Wir werden schon einen Ausweg finden. Ja, heiraten. Ach, dummes Zeug. Na ja, ist ja gut. Zieh Vickys Brautkleid an. Morgen früh gehen wir aufs Standesamt. Wollen wir es vielleicht noch in die Zeitung setzen? Papi, du bist ein Schatz. Blödsinn. Warum denn? Wollen wir das nicht ganz groß feiern? Ich hab noch ein paar Chips. Heirat nach 30 Jahren. Das ist so, als wenn du die Arche nur nach der Sündflut baust. Ja. Ich gehe morgen früh aufs Standesamt, lass mir einen Termin geben, wegen einer Nottrauung. Da haben wir es hinter uns. Du am besten mittags, dann verliere ich dich mal einen halben Tag. Und danach gehen wir fein essen. Currywurst mit Ketchup oder so. Trauzeugen werden wir sicher finden, die bezeugen können, dass wir noch nicht verheiratet sind. Blödsinn, das Ganze. Aber wir haben keine andere Wahl. Vielleicht doch. Wieso? Ich habe noch nicht Ja gesagt. Ja gesagt, wozu? Dich zu heiraten und zu einer Hochzeit gehören ja 2. Nun, wir sind doch sogar 3. Oder willst du vielleicht gar nicht meine Frau werden, Frau Frohles? Weiß ich noch nicht. Man heiratet ja nicht jeden Tag. Du, wenn ich mir die Ehre hast, du vor 30 Jahren gern heiraten wollen. Vor 30 Jahren hast du auch noch kein Selter getrunken. Sehr komisch. Findest du? Willst also nicht? Das weiß ich doch nicht. So, was? Nach der Hochzeit nehme ich mir auch 2 Tage frei. Und dann machen wir einen schönen Ausflug ins alte Land. Wir beiden ganz allein, was? Wie in alten Zeiten. Ne? Ich weiß nicht. Eine Frau hat die Pflicht, ihren Mann zu heiraten, das Gesetz. Gesetz? Ja, nach dem Gesetz bist du doch gar nicht mein Mann. Ah nee, was bin ich dann? Mein Verhältnis. 30 Jahre dein Verhältnis, was? Nee, meine liebe Ella, ich habe nicht nötig zu betteln. Wenn du mich nicht heiraten willst, dann lass es bleiben. Ich habe ja nicht Nein gesagt. Ich muss es mir nur noch mal überdenken. Ja, überdenken? Oh, was bin ich doch für ein Esel? Ich habe für meine Familie gesorgt, wie ich mal nehmen konnte. Jeden Pfennig bringe ich mit nach Hause, lese meiner Frau jeden Wunsch von den Augen ab. Hast du bei mir nicht alles? Na, zum Beispiel niemals Blumen. Blumen.
Ach, an den Blumen liegt das. Augenblick. Hier, kauf dir so viel du willst. Blumen. Ich rede von Takt und Gefühl. Ich bin voller Gefühl. Ich bin der Takt der Person. Ich will dir mal was sagen, meine liebe Eva. Der Mann, der seiner Frau Blumen mit nach Haus bringt, der hat ein schlechtes Gewissen. Immer wenn ich so einen Kerl mit Blumen in der Hand sehe, ist er mir verdächtig. Hab ich dir schon mal Blumen mitgebracht? Na also. Entschuldigung, die Haustür war offen. Tag, Frau Broders. Robert, Vicky! Tag, Herr Broders. Ich schau nur kurz herein. Wollen Sie nicht setzen, Herr Knoll? Ja, danke schön. Bitte schön. Bezaubernd wie immer, mein Liebling. Was für schöne Blumen. Nimm so ein paar Chips, Herr Knoll. Nein, danke, ich komme gerade vom Essen. Glas Wein? Nein, danke, ich enthalte mich alkoholischer Getränke. Aber eine schöne Tasse Kaffee, ja? Nein, danke, ich habe schon Kaffee getrunken. Ach, Liebling, du siehst heute wirklich bezaubernd aus. Lieb von dir. Vielen Dank für die Blumen. Ist doch nicht der Rede wert. Wie geht's Ihnen, Frau Broders? Oh, danke, Robert, sehr gut. Das freut mich. Kaugummi. Wie geht's Ihnen, Herr Broders? Miserabel. Das ist die Hauptsache. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie einfach so überfalle, aber Mutter macht sich Sorgen wegen der Hochzeitsvorbereitungen. Tja, ja, Ihr Geburtstag ist ja schon in 14 Tagen, nicht? Und ich bin gekommen, um den Trauschein abzuholen. Nimm so ein paar Chips, Herr Knoll. Also es liegt mir fern, Ihnen irgendwelche Unannehmlichkeiten zu machen, aber Mutter wünscht das Dokument, je eher, desto besser. Aber wissen Sie, sie ist ja so eigen in allem, was Formalitäten anbelangt. Ach ja, eine wunderbare Frau, Ihre Mutter, nicht? Einfach wunderbar. Ja, Mutter denkt einfach an alles. Unter ihrer Hand läuft der Haushalt wie am Schnürchen. Jeden Morgen, bevor ich ins Büro gehe, untersucht sie meine Taschen. Voller Sorge, ob ich nicht vielleicht was vergessen haben könnte. Ist das nicht rührend? Ja, Mutter pflegt immer zu sagen, reine Taschen, reiner Mensch. Wie niedlich. Dank meiner Mutter weiß ich immer, was ich in den Taschen habe. Jede Tasche hat ihren spezifischen Inhalt. Ich hoffe doch, dass das Dokument bereit liegt. Ja. Also, Herr Knoll, das müssen Sie mir mal zeigen. Was haben Sie zum Beispiel in dieser Tasche? Hier? Ja. Autoschlüssel. Taschentuch. Ja. Brieftasche für die Geldscheine und Kleingeld. Und mein Bild? Na, das hat einen besonderen Platz. Wo? Hier? Nein, hier. 2 Fotos am sichersten Ort, zusammen mit meinem Ausweis. Notizbuch, Wehrpass, Sagen Sie mal, wollen Sie in den Krieg ziehen? Kampfkugelschreiber, Ersatzkugelschreiber, Ersatzschlüssel. Feuerzeug? Zigarettenetui? Und was ist das? Oh, das ist, Ring. Ein Trauring. Und der Ersatzring, wenn der mal weg ist. Nein, der andere ist natürlich für mich selbst. Robert. Ja. Mutter denkt einfach an alles. Ach ja, eine Frau voll von Wundern. Eine Wundermutter. Mutter hat mir sogar Pyjamas gekauft. Aber Robert, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, ich schlafe nie ohne Pyjamas. Tja, Mutter ist in erster Linie an dem Trauschein interessiert. Und wir schaffen es doch. Unsere Mannschaft wird wieder spitze. Wie bitte? Fußball. Ach so, ja, ich befasse mich nicht mit Fußball. Ihre Mutter auch nicht. Oh, ach so, ich bitte Sie. Das war schade. Ja, kann ich nun bitte den Trauschein haben? Ja, Robert, könnten Sie nicht erst schon mal alles ordnen ohne den Trauschein? Ich meine, nur um Zeit zu gewinnen, nicht? Ohne den Trauschein? Also gut, dass Mutter das nicht gehört hat. Warum denn? Wenn Sie bitte einen Augenblick Platz nehmen würden. Wenn Sie gestatten, zunächst ein paar Zahlen. Gemäß der Volkszählung von 1969 wohnt ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz von Ehepaaren, um exakt zu sein, nahezu 20% ohne Trauschein zusammen. Wenn 2 erwachsene Menschen sich über bestehende Gesetze hinwegsetzen, schön. Dann ist das deren persönliche Entscheidung. Jedes Individuum hat das Recht, unter seinem Niveau zu leben. Aber, und da frage ich Sie, Herr Broders, Ja. haben Sie auch an deren Kinder gedacht, die durch die Schuld der Eltern, verzeihen Sie das harte Wort, Bastarde sind? Was? Tja, Bastarde, entschuldigen Sie. Ja, solche Eltern handeln unanständig. Unanständig?
Ich würde Sie ins Gefängnis stecken. Na, dann übertreiben Sie aber, Herr Knoll. Ja, da gibt es gar nichts zu übertreiben, Herr Broders. In allen Fragen, die die Reinheit des Familienlebens betreffen, sind wir, Mutter und ich, uns einig. Ja, wenn Sie so wollen, vielleicht sogar etwas altmodisch. Liebling, ich verstehe gar nicht, dass Sie so gar keine Vorbereitung für die Hochzeit treffen. Aber das tun wir doch, Robert. Ja, natürlich. Wollen Sie nicht mal Vickys Brautkleid sehen? Ja, gern, aber nicht gerade jetzt. Oh, nur einen Augenblick, Robert, bitte. Mir zuliebe. Ich sehe mich außerstande, dieser Versuchung zu widerstehen. Entschuldigen Sie mich 1000-mal. 2000-mal. Muss ja noch die Namen. Wo willst du hin? Ja, ich muss doch was tun. Ja, natürlich, die Arbeit. Das ist das Einzige, was wichtig für die Vicky. Ich komme ja gleich, Rudi. Ja. Nun tu doch mal was. Tu doch mal was, tu doch mal was. Was soll ich denn tun? Soll ich den Trauschein fälschen? Das ist Betrug. Tu doch mal was. Wir haben vielleicht eine Vorstellung. Ah ja, das könnte ich mal tun. Ja, ich hätte gerne die Nummer vom Gemeindeamt in Klangsdorf. Ja, Klangsdorf. Moment, Augenblick. Ja, 0, 4, 3, 2, 1, ja, Strich, 3, 3, 1, 1. Ja, danke. Ja, ich hätte gern Herrn Bünde. Natürlich gibt es den Alexander Bünde. Ja, muss wohl inzwischen was Höheres sein. Es geht um eine wichtige Eheangelegenheit. Ach so. Ja, dann rufen Sie doch bitte wieder zurück. Meine Nummer ist 040 27 48 23. Ja, danke. Papa, ihr müsst heiraten sofort. Deine Mutter will nicht. Was heißt, hier will nicht? Sie will sich noch mal überdenken. Überdenken. Papa, ich kann Mama verstehen. Man geht nicht zur Hochzeit wie im Schnellimbiss. Wie oft heiratet man schon im Leben? Viel zu oft macht das Ding aus. Na ja, doch. Papa, das ist eine komplizierte Situation. Da müssen wir psychologisch vorgehen. Psychologisch. Ja, weißt du, nach 30 Jahren Ehe bleibt da nicht mehr viel von nach zwischen Mann und Frau. Psychologie ist doch was ganz anderes. Ja, ich weiß genau, was das ist. Erzähl mir nichts. Das ist also, du träumst irgendwas. Ja, und so jemand wie du, der macht einem dann klar, dass das ein Zeichen für ganz was anderes ist. Du, Vicky, heute Nacht habe ich von Roberts Mutter geträumt. Was denn? Sie war die ganze Nacht hinter mir her und das war schrecklich. Gejagt hat sie mich mit der Rohrzange in der Hand. Ja, was hat das zu bedeuten? Träume bedeuten, was man sich heimlich wünscht. Will die auch Klempner werden? Es handelt sich darum, was du dir wünschst. Ja, du, das kann gut angehen. Erzähl das keinem weiter, aber ich möchte zu gern mal so richtig durchhauen. Du komm doch endlich. Ja, gleich. Papa, mit dem Heiratsantrag, das musst du ein bisschen romantisch anfangen. Ein bisschen festlich, mit ein bisschen Elan. Elan? Ja, pass auf. Robert hatte meine Hand mit 50 Rosen angehalten. Verrückt. Ist ja meist ein halber Monatsverdienst. Oh, mit dir kann man ja nicht reden. Ja, du, warte mal. Erzähl doch mal, wie das so vor sich ging. Also, ich stand da. Ja, hier. Also nicht da. Papa. Erzähl doch mal. Augenblick mal. Ja. Er kam auf mich zu. 1, 2, 3 und sagte, meine Liebste, hegst du irgendwelche Gefühle für mich? Hegst, schön. Und dann wollte er vor mir auf die Knie fallen, aber das habe ich nicht zugelassen. Warum denn nicht? Taktgefühl. Ah ja. Und dann fragte er mich, würdest du es auf dich nehmen, dein Leben mit dem meinen zu verflechten? Ach, ist das schön. Ganz wunderbar. Dein Leben verflechten. Ja, verstehst du, das ist alles. Ein bisschen Gefühl, ein bisschen feierlich. Ja, und dann? Und dann sagte Robert, meine Liebste, mein einziges Bestreben ist es, dich glücklich zu sehen. Oh, Und dann nahm er mich zum ersten Mal was? bei der Hand. Schön blöd. Er respektiert die Frau in mir. Aber darum ist er trotzdem ein männlicher Typ. Sehr männlich sogar. Sehr männlich sogar. Ach, Vicky, komm, Renny. Ich kann doch nicht Robert das Kleid anziehen. Ach ja, nun komm. Ja, Sie entschuldigen uns bitte einen Augenblick. Ja, das tue ich doch. Sei nett zu ihr, Papa. Wie immer. Wie war das noch? 1, 2, 3. Meine Liebste,
Hegst du irgendwelche Gefühle für mich? Hegst. Hegst, ne, Broders. Ja, hier, Broders. Ja, dann geben Sie mir doch mal bitte diesen Herrn Bünde. Alexander Bünde. Was, den gibt's nicht mehr bei Ihnen? Hören Sie, das ist aber sehr wichtig. Ist eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Hören Sie gut zu, junger Freund. Ich habe mich damals zu Kriegsende um das Dorf verdient gemacht. Zusammen mit Alexander Bünde. Was, wo ist er jetzt? Im Landwirtschaftsministerium? So. Ja, dann schreiben Sie doch mal. Mein Name ist Broders. Ja, Rudolf Broders. Hamburg 60, Gertigstraße 11. Ja. Ja, es geht um eine Hochzeit. Na, ich muss wissen, ob ich heiraten muss. Wen? Ja, meine Frau. Also, so was Dummes. Ich möchte doch wirklich mal wissen, was es darüber zu lachen gibt. Na, nu kurz genug. Ja, ja, du, das ist alles prima. Bloß hier vorne, da zippelt es. Ja, weil du nie ruhig stehst. Was, ich? Haha, du, ich bin die Ruhe selbst. Aber du, meine liebe Ella, du scheinst ein bisschen nervös zu sein. Du, ich hab dich gestern doch nicht geärgert. Und dein Mann, der hatte doch so einen Durst. Und da musste ich ihm einfach eine Flasche Wasser besorgen. Ach nee, ich hab gedacht, du hast so ganz zufällig den Kühlschrank aufgemacht. Ja, aber den Kühlschrank im Supermarkt. Oh, ganz schön schief, Rosa, ganz schön schief. Du, was ist schief? Dein Kleid. Also du bist heute wirklich ein bisschen durcheinander. Ihr müsst gestern Abend ja einen Banning-Krach gehabt haben. Dein Kleid ist heute Nachmittag fertig. Ach, Ella, du hast einen wunderbaren Mann, du. Oh ja. Ja, eine große Persönlichkeit. Ja, aber du musst ihn auch zu behandeln wissen. Ach nein. Mhm. Hör auf mich, Ella. Eine Frau, die weiß, was sie sagt. Ja, das glaube ich dir. Ja. Du, bei so einem Supermann, wie er ist, ja, da musst du einfach parieren. Na, so weit kommt es. Ja, du, wenn du seine Autorität nicht respektierst, dann kann er verdammt resolut werden. Das ist er sowieso schon von morgens bis abends. Ja, du, und sogar brutal. Ach ja, herrlich brutal. Oh, meine liebe Ella, du siehst ja bezaubernd aus. Mahlzeit, Frau Wies. Wetter draußen zum Heldenzäumen. Ja, sehr schönes Wetter. Wiedersehen, Frau Wies. War nett, Sie zu sehen. Ja, Wiedersehen, Herr Broders. Ja, ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Heute gibt es Suppe. Oh, Rudolf, die Duft. Für dich. Lieb von dir. Takt. Dank dir, Rudolf. Gefühl? So teure Blumen, also Also wirklich. das darfst du nicht sagen. Gefühle kann man nicht mit Geld aufwiegen. Verdammt, nun nimm sie mir deutlich ab. Vorsicht, die kosten Vermögen. Ich stell sie ins Wasser. Augenblick, ich bin ja noch nicht fertig. Stell dich doch mal hin. Ist nicht mal da so gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Moment, wie war das noch? 1, 2, 3. Hegst du irgendwelche Gefühle für mich? Was soll denn das? Hochzeit ist was anderes als ein Schnellimbiss. Komm ich dahinter, du machst mir den hoch. Hast mich für einen sturen Bock gehalten, was? Aber du kennst mich nicht, Ella. Du kennst mich noch lange nicht, du. In mir steckt mehr Romantik als in all diesem jungen Gemüse zusammen. Was hat er denn noch gesagt? Wer? Verflechter. 1, 2, 3. Würdest du es auf dich nehmen, dein Leben mit dem meinen zu verflechten?
Glaubst du, ich kann bloß was Nettes sagen, wenn ich blau bin? Rudolf, was ist denn los? Ich will dich glücklich machen. Ja, Rudi, dann tu es doch mal wieder. Das ist keine Antwort. Das ist Schweinkram. Och, Rudi, das kann doch nicht schaden, ab und an mal so ein Lütbin Swienkrom, ne? Mit meiner eigenen Frau? Nein, mit deinem Verhältnis. Was? Fängst du schon wieder von vorne an? Rudi. So was. Ich komme nach Hause in festlicher Stimmung. Jede Menge von Psychologie. Was? Na ja, und die Blume ist das vielleicht nichts? Nee, mein Lieber, das ist nicht klar. Du hast mich nicht mehr lieb. Du hast mich einfach nicht lieb. Also, Rudi, ich will dir ja nicht wehtun, aber weißt du, wann ich dich lieb hab? Wenn du nicht zu Hause bist. Dann sehe ich dich immer wieder vor mir, so ein stattlicher junger Mann. Er streichelt mich, ist so lieb zu mir und so leidenschaftlich. Augenblick. Wer ist das? Du! Vor vielen, vielen Jahren. Ich träume noch manchmal davon. In der Nacht? Na ja, glaubst du denn am Tag? Du, das ist ein ganz gediegener Traum. Ich mach dir immer 2 Scheiben Brot mit Mettwurst. Nichts anderes träume ich, immer nur Brot und Mettwurst. Und dann stehst du in der Tür mit einem kleinen Strauß Gänseblümchen, den du unterwegs für mich gepflückt hast. Oh Gott, Gänseblümchen. Ja, naja, ist ja auch nur ein Traum. Nur ein Traum. Du, hast du mal was von Unterbewusstsein gehört? Nee, von was? Dein Traum verrät mir dein Verlangen. Ja, du stehst jetzt nackt vor mir. Rudi, das Kind. Das ist doch wurscht. Noch heute gehen wir aufs Standesamt und lassen uns trauen. Nee, Rudi, du, ich hab doch nicht Ja gesagt. Aber du hast mir doch eben deinen Traum erzählt. Von Mettwurst und einem jungen Mann mit kleinen Gänseblümchen. Ja, das stimmt alles. Und im Traum will ich dich ja auch immer heiraten. Im Traum. Du bist verrückt, Ella. Oh, Rudi, jetzt bist du schon wieder Ach groß. Gott, ich dreh noch durch. Oh Mann, was denn los? Ach, Vicky, ich kann nicht länger um deine Mutter freien. Du brauchst sie mir die Heiratsvermittlerin zu spielen. Sie hat mich nur lieb, so wie ich vor 30 Jahren war. Frau in ihrem Alter verliebt sich in einen Jüngling. Schäm dich! Ich könnte dein Sohn sein. Fangt ihr schon wieder an? Im Gegenteil, alles bleibt so, wie es war. Keine Hochzeit, kein nix, gar nichts. Ja, und was wird aus meiner Da Hochzeit? musst du deine Fräulein Mutter nachfragen. Ich will nur was essen, das darf ich aber noch. Also du Schreihals. Sollen die Blumen hier? Oh. Ach, die sind ja von mir. Ja. Wo ist das Wasser? Das Zelterwasser. Ich bediene heute nicht, ich habe meinen freien Tag. Lass das rauchen. Guck mal, Ach, Kinder Schnee. mach das Tischtuch nicht dreckig. Ja, auf einmal mache ich alles dreckig. Nein, das hast du schon immer getan. Ich habe nur nie was gesagt. Und warum sagst du es jetzt? Wir sind nicht verheiratet. Ich muss mir deine schlechten Manieren nicht gefallen lassen. So, räum ab. Ach, Fräulein, wenn Sie mit mir nicht verheiratet sind, wieso wohnen Sie denn hier in meiner Wohnung? Ja, vielleicht als Untermieter. Besten Dank, Fräulein. Bitte. Ach, noch eine Frage. Wie kommen Sie eigentlich zu dieser reizenden Tochter? Naja, sowas soll es ja schon manchmal geben. Zwischen Vermieter und Untermieter. Nee. Sagen Sie mal, Fräulein, wovon wollen Sie eigentlich Ihre Miete bezahlen? Verdammt nochmal. Ich mache einen Modesalon auf. So, Modesalon. Oh, wie das hier sticht seit gestern. Vicky, mach deinem Vater mal einen kalten Umschlag. Wie die Kinder. Ja, wart mal ab, wie das mit deinem Robert in 30 Jahren aussieht. Wenn aus deiner Hochzeit überhaupt was wird. Dass du das weißt. Wenn es sein muss, werde ich mit Robert auch so zusammenleben. Was? Meine Tochter will mit einem Mann zusammenleben? Einfach so? Jawohl. Meine Tochter? Ja, deine Tochter. Ja, du hast eben das Blut deiner Mutter in den Adern. Ja, warum sagst du denn nichts? Aber darf man in diesem Haus dann niemand mehr nichts sagen? Da dü, Oh. da dü, da dü, da dü, Oh. da dü. Das wird ja mit jedem Tag schlimmer. Könnt ihr euch nicht wenigstens an den Status quo halten? Was für ein Ding? An den augenblicklichen Zustand. Daran soll ich mich halten, mein Augenblick. Ach, Fräulein. Fräulein!
seien Sie doch bitte so gut und räumen Sie Ihre Sachen aus meinem Zimmer. Oh ja, gern. Ich fange ein neues Leben an. Na, dann wünsche ich viel Vergnügen. Danke, danke, ich bin Junggeselle, jawohl. Und Frauen gibt es wie Sand am Meer. Papa, du machst eine Dummheit. Was du schon weißt, du kleiner Bastard. Moin. Sind Sie Herr Broders? Was kann ich für Sie tun? Keine Ahnung. Komm doch erst mal rein. Ich habe den Auftrag gekriegt, dass ich zu Broders, Hamburg-Winterhude, Gerdistraße 11 gehen soll. Betreffs Heiratsangelegenheit. Tja, und da bin ich. Willkommen, mein Freund, willkommen. Mein Name ist Beck. Florian Beck aus Klangsdorf. Ja, die meisten nennen mich Flunki. Freut mich, Flunki, freut mich. Wollen Sie sich setzen, Flunki? Ja, danke. Was zu trinken? Ja, ich fall um, wenn ich nicht bald was Nasses kriege. Ach, Flunki, ja. Kennst mich wohl nicht mehr, was? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wenn ich dir sage, dass du damals immer auf meinen Knien gesessen hast, und du hast vielleicht also so ein richtiger Lütter Teufel. Ach, hey. Ja, wer denn sonst, Harald? Harald? Ich habe doch gerade eben gesagt, dass Sie Florian heißen. Florian? Ja, richtig, der Lütte Flori, der größte Flunki in Klangsdorf. Wie doch die Zeit vergeht, was? Das stimmt. Wie wär's nur mit was zu trinken? Na klar doch, klar doch. Besinnst dich auf gar nichts mehr, was? Oh, wie hast du geheult damals, wie so ein kleiner Hund, als wir nach Hamburg gezogen sind. Peter musste dich einsperren, dass du mir nicht nachlaufen konntest. Ich war dein Bester. Ja, mag sein. Wer ist Peter? Dein Vater, mein alter Freund Peter. Ich bin der Sohn von Albert Beck. Albert Beck? Ja, richtig, der Tischler. Schlosser. Und seit 2 Jahren Bürgermeister von Klangsdorf. Bürgermeister, so ein Bier. Ja. Naja, die Hauptsache, du bist nur hier. Junger Kerl, gesund und stark. Ach. Soll ich darum herkommen? Nein, natürlich nicht. Du, das ist nicht so einfach zu erklären, aber setz dich doch erst mal. Ja, aber ich sitz doch schon. Sag mal, bist du auch auf dem Gemeindeamt in Klangsdorf? Was Gemeindeamt, ey? Gott bewahre. Ich arbeite beim Bauern. Ja, aber ich muss heute nach Hamburg. Da hat mein Vater mich gebeten, mal persönlich bei Ihnen nachzufragen, was Sie so auf dem Herzen haben. Tja, was kann ich für Sie tun? Sag du und Rudi zu mir. Gut, Rudi. Du, ich habe nur gar keine Zeit mehr. Augenblick. Weißt du, das ist nicht so leicht zu begreifen, die ganze Sache. Angefangen hat das alles vor 30 Jahren. 30 Jahre? Ich muss heute noch auf die Bank einen Scheck anlösen. Ich hab das auch eilig. Wo bist denn du stehen geblieben? Ja, ich komme dann besser ein anderes Mal wieder. Nee. Du, das ist wirklich wichtig. Vor 30 Jahren habe ich ein hübsches Mädchen in unserem Dorf kennengelernt. Ach. Na, was soll ich dir sagen? Du bist ja auch schon ein ausgewachsener Kerl. Weißt du, es war Frühling. Der Mond, die Sonne, die Sterne, die Vögel. Ich, jung, voll Saft und Kraft. Naja, weißt ja, was ich sagen will, nicht? Ich habe noch eine ganze Masse zu erledigen. Du. Kurz und gut, wir sind zusammengezogen. Ja, mein herzlichsten Glückwunsch. Danke. Und tschüss. Ja, du, dir ist doch gewiss aufgefallen, dass ich nicht gesagt habe, wir haben geheiratet. Ja, klar. Weißt du, das waren ja auch andere Zeiten damals. War Krieg. Keiner hatte Lust, aufs Standesamt zu laufen, Flori. Sag Flunki, nicht Flunki. Ja, nun lass mich doch ausreden, Flunki. Ich sag ja nicht, dass kein Mensch aufs Standesamt ging, aber nicht immer gleich. Ja, natürlich. Da war ja auch immer was los. Mal platzt ein Rohr. Ja. Mal kalbt eine Kuh, ne? Ja. Die Braut wird schwanger. Die Bombe schlägt ein. Oh, no. Na ja, nun, da sagt man sich, was soll das Standesamt? Das läuft ja nicht weg. Was ist das überhaupt für ein Trauschein? Bloßes Stück Papier, ne? Ja, genau. Tschüss. Ja, ich will ja nur, dass du mich verstehst. Meine Eltern sind auch nicht verheiratet. Ja, warum streitest du denn mit mir? Ja, dann kann ich ja nur wo gehen. Na klar, doch. Ach, netter Junge. Was wollte der eigentlich? Mein Beutel. Ich bin auch noch nicht fertig. Nee. Als wir vom Dorf weggezogen sind, da hatten wir eine kleine Tochter, Vicky. Oh, schöner Ja, Name. und Vicky will nur heiraten. Nur Robert, ihr Bräutigam, der will von uns den Trauschein. Wir können ihn bloß nicht finden. Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, dass du gar nicht verheiratet Ja, das weiß ich eben nicht genau. Ella, meine Frau, die meint, dass der Standesbeamte damals ihr gesagt hat, dass es mit der Hochzeit alles seine Ordnung hätte. Dieser verdammte Gauner. Ja, aber dann ist doch alles klar. Genau. In einer Stunde muss ich in Ahrensbruch in der Landmaschinenfabrik sein. Aber ja, dann setz dich doch ein bisschen. Ich kann dir nicht helfen. Du kannst mich doch nun nicht im Stich lassen. Du,
Vielleicht kann Alex Bünde dir ja helfen. Alex Bünde. Ja. Ja, das ist ja unser Landwirtschaftsminister. Ja, darum bin ich doch überhaupt bloß hier, weil du von unserem Minister geredet hast. Der ist nun Minister. Alex Bünde und Minister. Ja, warum wohl nicht? Und ich, Esel, bin immer noch Klempner. Du, schreib ihm doch einfach. Er wird sich bestimmt freuen. Ja, und ich mich auch. Ja, du, das ist überhaupt die Idee. Ja, wir werden ihn anrufen. Jetzt gleich. Ja, dann mal zu. Ja. Ach, hier. Hier habe ich die Nummer. Ah ja. Dann geht das schneller, ne? Ja, du, ein paar Minuten haben wir in einer Strippe. Hier unten. Ah ja, ist nicht schon. Mach mal ganz ruhig, ganz ruhig. Du, vielleicht weiß er ja noch, wo er damals mit unserem Trauschein abgeblieben ist, nicht? Hat er sicher in der Tasche. Ja, ich hätte gern den Herrn Minister Alex Bünde. Ja, ich warte. Aber nicht so lange, ist ein Ferngespräch. Vicky, schnell eine Flasche Wasser für mich, ja? Ja. Nein, Sie doch nicht, Fräulein. Was, wie lange kann das dauern? 4 Stunden? Oh. Das gibt es ja wohl nicht. Ja, dann rufen Sie doch bitte wieder zurück, ja? Meine Nummer ist 040 27 48 23. Ja, danke schön. Ja. Tschüss, Rudi. Tschüss, du. Einen Augenblick. Bloß noch einen Augenblick. Ich komme ja wieder. Wirklich, ich komme wieder. Verlass mich nicht. Ich komme wirklich. Geht man so mit einem guten alten Bekannten um? Ja, was soll ich machen? Eine halbe Stunde. Keine Minute. Bitte. Ich kann nicht bleiben. Meine Tochter. Ich bleibe. Wo war ich noch? Ah ja, alle haben sie gesagt, Broders ist verrückt. Broders ist ein Trömbüdel. Broders? Hallo? Falsch verbunden. Nee, das war nicht das Ministerium. Das klingelt anders. Also was habe ich gemacht? Einfach 3 schöne dicke Rohre an die Pumpe. 4. 4? Ja, 4. Jedes Rohr 7 Zoll. Junge, 8. 8, oh, ist kein Unterschied. Solide Arbeit, du. Hält die Ewigkeit. Der Diploming damals, der sagte, wenn diese Pumpe 2000 Kubik schafft, dann fresse ich meinen Hut. Der hat immer so einen Strohhut auf, diese Angeber. Aber im Kopf, da hat er nichts. Nicht mal Stroh. Na, das Stroh hat er auf dem Kopf. Aber Diploming. Philosophie. Das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich sowas auch gelesen. Tja. Also das war interessant. Wirklich. Also pass auf, du kommst. Keiner hatte geglaubt, dass diese Pumpe wirklich 2000 Kubik schaffen würde. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. So ist ein ausgewachsener Kerl, kann doch seinen Mund aufmachen. Ist doch nicht langweilig, oder? Ja. Na, da siehst du das. Also pass auf, jetzt kommt es. Ich hatte sie wirklich gut installiert. Nun rat doch mal, wie viel sie geschafft hat. Wer? Na, die Pumpe, wie viel Kubik? Keine Ahnung. Na, rat doch mal. 20. Höchstens 21. Ob du es glaubst oder nicht, 3000. Ja, du, aber das ist noch nicht alles. Du, das Beste kommt ja noch. Da lachst du dich kaputt. Also der Diploming, der hat ihn wirklich aufgefressen. Du, der hat seinen Hut aufgefressen. Das war wohl nicht komisch, oder? Shit. Ich habe meinen Scheck verloren. 3000 Mark. 3000 Mark nicht so. Wo haben Sie den denn nur gehabt? In irgendeiner Tasche. Ja, hier oder da oder vielleicht da, wa? Da ist er. Oh, ich Idi. Ja, ich muss ihn gleich einlösen. Was jetzt? Mitten in der Nacht? Morgen früh, verehrtes Fräulein. So früh wie es geht. Halt mal eben fest. Rudi, du musst das Plätteisen mal nachsehen. Das wird immer wieder kalt. Ich hab heute meinen freien Tag. Hm? Sag mal, wo schläfst du eigentlich, mein Freund? Nee. Ich habe noch so viel zu tun. Ja, die Bank, Ketten für den Trecker, Karten fürs Fußballspiel am Sonnabend. Was, du interessierst dich für Fußball? Interessieren? Ich spiele selbst. Er spielt selbst. Du bleibst heute Nacht hier bei uns. Aber Rudi, vielleicht hat er doch ganz was anderes vor. Vor? Ich muss zurück. Nun lasst ihn doch in Ruhe. Was ist denn los? Ja, ich habe nur gesagt, dass ich es eilig habe. Die ganze Zeit, die er hier ist, hat er doch bloß versucht, sich zu verdrücken. Ich? Kann Papa denn wirklich nicht alleine telefonieren? Sie sollen loslassen. Nee. Das ist meine Wäsche. Vicky! Ich verstehe das nicht.
Wenn er es wirklich so eilig hat, dann lass ihn doch laufen. Dass er endlich wieder zu seinen Kühen und Schweinen kommt. Und zu seinen Gummistiefeln. Wenn Ihnen das Landleben nicht passt, Verehrteste, können Sie an der Stadt bleiben. Sie studiert Psychologie. Ach so. Robert hat ganz recht. Angeber in Gummistiefeln, was anderes seid ihr nicht. Und das auch die Tochter eines Mannes, der auch vom Dorf kommt. Du, das ist, pass auf, das ist nicht meine Schuld. Das hat ihre Mutter ihr beigebracht, du. Ich war glücklich auf dem Land. Glücklich, mit jedem hat das Streit angefangen. Streit macht Spaß. Du willst dir auch sagen, warum wir gestritten haben. Mein Mädchen wollte absolut nicht im Lokal bedienen, obwohl wir das verdammt nötig hatten. Sag ihm, wenn sein Mädchen nicht gewesen wäre, dann säß er nun noch als einfacher Klempner auf dem Dorf und nicht als selbstständiger Installateur in Hamburg. Also ich bin doch froh, dass wir da wechseln. Sagen Sie ihm das. Sag ihr, dass sie mit mir sowas nicht machen kann. Sag ihr das. Bis gestern ist in diesem Hause sowas nicht gesagt worden. Hier, halt doch mal fest. Oh, Gott sei Dank. Und warum? Och, du Güte. Ja, hallo, Landwirtschaftsministerium? Hä? Auch gehen Sie aus der Leitung, Mann. Nein, hier bei Broders. Nein, ich bin nicht Ihre Mutter. Auch gehen Sie auch raus, Mann. Scheren Sie sich zum Teufel. Nix. Oh, Shit. Du bleibst heute Nacht hier. Wir werden schön heiß baden. Wir? Und dann schläfst du bei mir in meinem Schlafzimmer. So ganz ohne alles, wa? Keine Angst. Papa hat noch Pyjamas genug. Das ist wohl schön. Du, wir können auch schön von unserem Dorf klönen. Sag mir, ist das große Ziel vor dem Krug immer noch jeden Winter verstopft? Rudolf, das Plätteisen. Ja, bin ich dein Strippenzieher? Lassen Sie, ich mach das schon. Wieso können Sie das denn? Guck mal angucken, ne? Ja, wir brauchen nur einen kleinen Schraubenzieher. Im Küchenschrank hat Papa sogar einen großen. Und wo ist die Küche? Bitte. Besten Dank, verehrtes Fräulein. Ach, Mama, wie lange wollt ihr dieses Spiel noch treiben? Das ist kein Spiel. Jedenfalls macht das keinen Spaß. Als wenn Papa der schlimmste Mann von der ganzen Welt wäre. Wenn er das wäre, dann wäre das einfach. Dann könnte ich ihn sitzen lassen. Aber dein Vater ist das, was man einen guten Ehemann nennt. Und den kannst du nicht einfach verlassen. Mit dem muss das ein ganzes Leben lang aushalten. Ich sag dir, mein Dear, das gibt keine größere Strafe als einen guten Ehemann. Aber du hast ihn doch lieb. Was ich lieb hab, das ist seine Unterhose. Ja, dahinter kommst du später auch noch. Du glaubst doch wohl nicht, dass mir in Roberts Unterhosen was liegt. Ja, weil dir an dem ganzen Robert nichts liegt. Mami. Na, was ist denn von meinem Rudi nachgeblieben? Das Haar ist gries, das Gesicht grandig und das süße Grün weg. Und verrückt wird er doch nur noch, wenn er Rohre von 3 Zoll und noch mehr zu sehen kriegt. Und was nach bleibt, sind die Unterhosen, die Unterhemden und die Socken, die ändern sich nie. Naja, ist alles ein bisschen größer geworden. Du machst mir Angst, Mama. Ist das in all den Ehen so? Nee, bloß bei uns. Du redest, als wäre die Ehe ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Ein Arbeitslager. Mami. Vielleicht gibt's da auch noch einen kleinen Unterschied, hm? Oh ja, den gibt es. Im Gefängnis, da kannst du wegen guter Führung begnadigt werden. In der Ehe nie. Denkt Papa auch so? Och, der denkt doch überhaupt nicht. Komm, das ist ja alles dummes Zeug, vergiss das, mein Dear. So. Na, haben Sie es geschafft. Ja, na klar. Das ist ja wunderbar, Sie sind ja ein Engel. Wie haben Sie das denn gemacht? Oh, ich musste das nur auseinandernehmen. War ein Kinderspiel. Ja, wo haben Sie das denn gelernt? Na, ich habe doch Augen im Kopf. Aha. Tja, wir vom Land können beinahe alles. Wir vom Land können beinahe alles. Oh Mann, was ist denn passiert? Das musst du den Kollegen mit den Gummistiefeln fragen. Was ist das? Ja, wieso, Vicky, hast du dir wehgetan? Oh, ich muss Vater aus der Badewanne holen. Ich weiß gar nicht, wo er die Sicherung hat. Wer ist das? Bist du das, Mami? Nein, ich bin doch hier. Vicky, was Shit, komm! Oh, Rudolf, vorsichtig, Kurzschluss, du bist nass. Ich bin ja nicht blind. Verdammt nochmal, wo ist denn bloß diese blödsinnige Sicherung? Entschuldigung,
Die Klingel funktioniert Der nicht. Plätteisen. Ja. Ich arbeite sonst auf dem Land. Ne? Guten Abend, Frau Broder. Gesundheit, Ich kann das auch tot nicht leiden, wenn man mich aus der Badewanne holt. Oh, Entschuldigung. Du, ich wollte nur mein Kleid abholen. Ja, hier, bitte, nicht? Danke. Oh, wir kennen uns ja noch gar nicht. Hallo. Hallo. Ich wohne unten, Parterre. Hallo. Gnädige Frau. Oh, naja, macht ja nichts. Ich gehöre ja eigentlich mit zur Familie. Sag mal, willst du das nicht anprobieren? Ja, natürlich. Doch nicht hier! Gehört können ja fast. Ich glaube, Sie kennen sich noch gar nicht, nicht? Oh, Entschuldigung. Knoll. Macht nix. Floggi. Angenehm. Zigarette? Ja, danke. Ich rauch nicht. Darf ich fragen, was Sie hierher geführt hat, Herr Flunky? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Broders Tochter soll irgend so einen Idioten heiraten. Und das bringt die ganze Familie außer Rand und Band. Ach, Fluggi, komm mal, mit das mit dem Klepp. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie da reden? Ja, na klar. Das ist Vickys Verlobter. Ach so, denn ist ja gut, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Dann kommen Sie mal mit. Ich gebe Ihnen Pyjama. Robert, Sie entschuldigen, nicht? Ja, bitte, bitte. Aber Robert, bitte, nun nehmen Sie doch Platz. Ja, bitte sehr. danke schön. Nur Danke. hier oben, bitte, hier oben. War nett, Sie kennenzulernen. Wer ist das? Was meinst du, wer? Na, dieser Mensch, dieser Flunky. Den kennt Papa von früher aus seinem Dorf. Oh. Bleibt der hier? Der bei uns? Ja, aber wir wollen doch zusammen baden. Ob der hier bleibt? Habe ich dir das noch nicht gesagt, aber nur bis morgen früh. So. Ja, und was ist mit dem Landwirtschaftsministerium? Wieso? Hey, was soll damit sein? Ja, ich habe versucht, dich anzurufen, meine Liebste. Eine halbe Stunde lang. Ach, du warst das. Ja. Und eine männliche Stimme, und ich muss sagen, eine ziemlich grobe, die schrie mich an, ich solle aus der Leitung gehen, er müsse mit dem Landwirtschaftsministerium telefonieren. Und dann sagt er noch, ich soll mich zum Teufel scheren. Was soll das alles zu bedeuten? Vielleicht hast du nur eine falsche Nummer gewählt. Hm? Das pflege ich niemals zu tun. Ach, Robert, mein Kleid ist süß geworden. Würdest du dich bitte einen Moment setzen, ja? In Anbetracht der Tatsache, dass Offenheit die beste Basis für eine gute Ehe ist, kann ich dir nicht länger verheimlichen, meine Liebste, dass Mutter aufs Äußerste beunruhigt ist, weil sich die Übergabe des Trauscheins immer noch verzögert. Ja, um die Wahrheit zu sagen, sie wollte sogar schon selbst hierher kommen. Also nicht, das musst du wirklich nicht sein. Was hast du denn, Papa? Ich hab mich erkältet. Auch ein Glas Wein, Herr Knoll. Nein, danke, Sie wissen doch, ich enthalte mich alkoholischer Getränke. Ja, ist auch gesünder. Ella! Ella! Kommt ja schon, was ist denn? Kein Wasser da. Ach, kein Wasser da? Na wunderbar, kein Wasser da. Dann trinke ich den Wein eben so. Kannst nichts machen, Bubi. Flunky, das Bad ist frei. Ja, danke, Uli. Meine Eltern spielen Krieg wie die Kinder. Ich bin nur wegen des Trauscheins gekommen. Robert.
Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Du musst mir helfen. Mama und Papa Oh, sind... bitte erspare mir das. Unter keinen Umständen möchte ich mich in einen Streit zwischen deinen Eltern einmischen. Das ist kein Streit mehr. Würdest du dich bitte einen Moment setzen, ja? Untersuchungen haben ergeben, dass nahezu 80% aller Ehepaare vom Robert, statistischen... meine Eltern sind kein Ehepaar. Ja. Vom statistischen Standpunkt aus gesehen nichts weiter sind als ein Ehepaar. Ja, aber ich merke schon, du bist etwas überreizt heute, meine Liebste. Oh, das ist bestimmt meine Mutter. Stell bitte das Ding ab. Ja. Vielleicht ist es besser, wenn ich gehe, bevor wir uns auch noch Ja, streiten. gute Idee. Ich werde mir Mühe geben, diese Bemerkung zu vergessen. Morgen früh komme ich, um den Trauschein abzuholen. 10:25 Uhr. Ein Kuss. Gute Nacht, meine Liebste. Entschuldige mich bitte bei deinen Eltern, dass ich mich nicht persönlich von ihnen verabschieden konnte. Ja, ich werde es mein Lieber. Nachdem Sie hier sind, ist hier der Teufel los. Was ist denn? Ach, dieser Bauer. Was hat er dir denn getan? Er lacht mich aus. Was war denn, Flunki? Flunki, das soll ein Name sein? Flunki. Gute Nacht. Dann haben wir ja wohl endlich Ruhe im Haus, will ich hoffen. Wie Hund und Katze, die beiden, nicht? Du merkst aber auch alles. Ja, du, das ist bekannt. Oh, Moment. Sag mal, wie viel hast du eigentlich schon getrunken? So, ich bin einfach gut aufgelegt, das ist alles. Weißt du, ich kann morgen früh eine Stunde länger schlafen. 6? Nee, bis 7. Aha. Wollen doch mal sehen, was das Leben noch für Freuden hat, was? Na komm. Rudi, wohin denn? Uns an den Status Quo festhalten. Sag mal, kannst du dich nicht ein bisschen genauer ausdrücken? Ja klar doch. Gnädigste, machen Sie mir die Freude, sich mit mir in unser Schlafzimmer zurückzuziehen zu einer kleinen Sauerei. Wenn ich mich richtig besinne, hast du gerade den Flunki da untergebracht. Verdammt, wenn der schnarcht, fliegt er raus. Na, du schnarchst ja auch. Das stört mich nicht. Rudi, Ja? wenn du weiterhin gut schlafen willst, dann schick den Flunki morgen früh weg, soweit es geht. Warum denn? Ist doch ein netter Kerl. Erstens ist er aus uns Dorf und zweitens ist wieder Fußball. Du, aus dem wird noch mal Ja, was. mir gefällt er auch, aber er ist in der Wiki her. Und ich bin bange, dass Robert was gemerkt hat. Und dieser feinsinnige Jung könnte sich verletzt fühlen. Du, dieser feinsinnige Jung wird sich nur dann verletzt fühlen, wenn seine Mutter ihm sagt, dass er das soll. Ja. Ich weiß ja, dass du ihn nicht ausstehen kannst, aber hier geht das nun mal um unser Kind. Du, ich hab gar nichts gegen ihn. Er ist ganz bestimmt ein guter Statist. Tisti-Kerl! Ich meine ja auch nur, dass Vicky mit der Hochzeit noch ein bisschen warten sollte. Rudi, wie lange soll sie denn noch warten? Nur bis er einen anderen gefunden hat. Ich habe damals schließlich auch keinen anderen gefunden. Er werde wohl nach mir kommen sollen. Vielleicht ein blonder Alex? Rudi, wegen dem einmal nur, also wirklich. Ich weiß, Robert ist ein Mann mit guten Manieren und aus einer guten Familie. Er wird der beste Ehemann, das weiß ich. Das Gegenstück zu mir, was? Habe ich nicht gesagt. Verdammt nochmal, ich möchte doch bloß mal wissen, warum ich kein guter Ehemann sein soll. Schlage ich dich? Nein, Habe ich andere Frauen? glaube ich nicht. Bin ich grob zu dir? Ja. Na also. Kannst du dann sagen, dass ich kein guter Mann bin? Ich arbeite wie ein Pferd für dich. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, denke ich doch bloß, was kann ich heute noch alles für meine Familie tun? Oh, du, mein Morgen fängt aber ein bisschen anders an. So, wie denn? Mein Morgen fängt an, wenn dein gräsiger Wecker morgens um 5:30 an zu rasseln fängt. Na, ich muss ja wohl aufstehen. Ja, darum machst du auch die Augen auf und begrüßt jeden neuen Morgen mit Sonnenschied. Ich denke immer, vielleicht sagt er ja einmal so Mist oder verdammt nochmal oder so, aber immer Sonnenschied. Dann ziehst deine Socken Da an, muss ich ja wohl. aber du stellst den Wecker nicht ab, du lässt ihn rasseln bis zum letzten. Dann gehst du ins Bad und grunzt mich einen heißen Kaffee. Und deine Ella macht dir heißen Kaffee. Du schreist aus dem Bad raus, die verfluchten Rasierklingen. Der Kaffee steht auf dem Tisch, aber du trinkst ihn nicht, weil er dir zu heiß ist. Und das Ei ist zu groß oder zu klein oder zu weich oder zu hart oder zu sonst noch was. 4 Minuten und so. Und dann kommt die Salzkrise. Wo ist das Salz? Schreist du. Und ich sag so ruhig, es noch eben geht, genau vor deiner Nase. Und Rudi, du hast Glück, der Salzstreuer ist verstopft.
Salz schreist du? Nicht mal Salz kann man in diesem verdammten Haus kriegen. Was kommt nach der Salzkrise? Du schlappst deinen kalten Kaffee, wischst den Mund mit dem Tischtuch ab und grunzt mich an, wenn Landmann kommt, schick ihn auf den Bau. Ich bring dir deine Jacke und frag, wann kommst du nach Haus? Und du, wie immer. Immer, wie immer, wie immer, wie immer. Warum fragst du denn? Aus Dummheit. Wie immer. Weil ich eben immer hoffe, dass sich das eines Tages, eines Morgens mal ändert. Bist du nun fertig? Ja. Nach allem, was du mir eben gesagt hast, bin ich doch ein außerordentlich ordentlicher Mensch. Und Ordnung ist nun mal das Fundament fürs menschliche Zusammenleben. Ach, Rudi, das ist aber kein Zusammenleben. Also gut, was willst du? Ja, mal Konzerte besuchen. Was? Konzerte? Musik? Ja, Wann bist du zum letzten Mal im Konzert gewesen? vorgestern. Vicky hat mich mitgenommen. Sie hat eine Karte übergehabt. Beethoven haben sie gespielt und Tschaikowski. Ach ja, und der war doch noch so ein moderner Schweizer. Ach, war das schön. Nee, nicht der Schweizer, also der war grässlich. Aber sonst wunderbar. Nicht nur die Musik, nein, auch die Menschen, die schönen Kleider, die Pausen. Auch überhaupt, dass ich mal einen Abend ausgehen konnte. Tja, warum hast du denn nichts gesagt? Vielleicht wäre ich ja mitgegangen. Du? Na, zumindest hätte ich dich hingebracht. Das hättest du doch nicht getan. Warum wohl nicht? Weil du niemals mit mir irgendwo hingehst. Und wenn, dann zerrst du mich hinteran. Ja. Ach, Rudi, ist ja nicht so schlimm, wenn jemand ein Tyrann ist, nicht? Aber zugeben sollte er das mal. Ich ein Tyrann? Ich? Mit einmal bin ich ein Tyrann. Habe ich dich in unserer Ehe nicht immer als Partner behandelt? Also, Ja. Oh, na, das ist ja wunderbar. Ach, bitte, dann bring mir doch bitte mal ein Glas Wasser, Partner. Was? Ein Glas Wasser. Ich dir? Mir. Na bitte. Warum eigentlich nicht? Oh! Hasst dich das schon wieder? Und wie? Ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß doch ganz genau, dass ich mich nicht überanstrengen darf. Naja, dann genügt auch ein halbes Glas. Das ist minnachtig. Warum? Ein Mann, der etwas auf sich hält, darf nicht zum Sklaven seiner Frau werden. Oh, ich hätte ja niemals um ein Glas Wasser gebeten, wenn ich noch deine Frau wäre. Aber im Augenblick bin ich ja bloß dein Verhältnis, nicht? Also los, ein Glas Wasser. Bitte, bitte. Zu schade, dass es kein Gesetz gibt, dass jede Ehe nach 20 Jahren untersucht werden muss. Genau wie beim Auto. Ehe-TÜV. Möchtest du gern kaltes Wasser? Ja, Eiskalt? ja. Leer? Ach, Rudi, es hat mal eine Zeit gegeben, da wärst du bis ans Ende der Welt gelaufen, um mir mal ein Glas Wasser zu holen. Ach, Fräulein Broders, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Es mag ja sein, dass ich mich ein bisschen verändert habe, aber du, meine Beste, du siehst auch nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren. Guck doch mal ins Spiegel, Ella. Das ist gemein. Ja, sag mir doch, wo ist sie denn geblieben, diese hübsche junge Dame mit dem langen blonden Haar und dem vergnügten Lachen? Oh du, ich könnte dir auch was sagen, was dir nicht passt. So, tu das doch. Na, das wird dir aber wehtun. Na, wenn schon. Du bist gar kein großartiger Installateur. Du bist ein ganz einfacher kleiner Klempner. So, ist das alles. Wo ist denn da der Unterschied? Der eine nennt sich Installateur, der andere Klempner. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß. Soll ich vielleicht noch anfangen, Klavier zu spielen? Du bist und bleibst ein Klempner, auch ohne Handwerkszeug. Ich habe mein Handwerk gern und ich habe mich selbst gern, so wie ich bin. Ja, das weiß ich. Darum brauchst du doch nicht so zu schreien. Ich schrei so viel ich will, ich bin dein Mann. Nee, eben nicht. Red dich gegen an, du hast einen viel zu großen Mund. 3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll. 50 Zoll! Rudi! Nein, So was Rudi, richtig genau. Junge, Junge. Oh, was ist bloß denn los in diesem Haus? Konzerte, Klavier, Verhältnis. So schöne Musik. Aber nee, sie will Tschaikowski.
Ich glaube, ich schick doch mal zum Doktor. Nur richtig nicht auf, Mama. Du kennst doch Papa und seine Anfälle. Nee, du, diesmal war es ernst. Der war ja weiß wie die Wand. Also, ich glaube, am liebsten hätte er mich umgebracht. Papa tut doch keiner Fliege was. Im Innersten ist er ein lieber, guter Mensch. Ja, was hab ich davon, wie er von drinnen aussieht, wenn ich das von draußen nie merke? So ist er nun mal. Nee, so war er nicht immer. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn damals nicht drängen sollen, vom Dorf wegzugehen. Da war er glücklich. Da hatte er eine ganze Abteilung unter sich. Hier hat er bloß mich. Mami. Ja, meint ihr, ich bin alt geworden. Das mögen die Männer nicht. Sie werden doch selbst auch älter. Ja, eben, das ist es ja gerade. Das ist es. Was ist? Nee, lass mal, Papa lässt keinen rein. Bloß diesen Flunky. Oh, wie kann man bloß mit so einem Egoisten auskommen? Ich glaub, du kannst das. Ja, ich glaube das auch. Aber gestern wollte ich mich scheiden lassen. Was, scheiden? Oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihn in meiner Erinnerung so richtig wütend und verkratzt zu sehen. Aber immer wieder stand er mit seinem kleinen Gänseblümchenstrauß vor mir. Ach, Vicky, es gibt keine Vernunft in der Erinnerung. So, Na? wird alles wieder gut. Ja, soll's sehen. Er braucht bloß noch ein bisschen Zeit. Ist er immer noch wütend? Na und wie? Oh, das ist ein gutes Zeichen. Was für eine Katastrophe. Wie kann das bloß passieren? Nichts ist passiert. Nach 30 Ehejahren. Und so ein robuster Mensch. Dass kein Gerücht aufkommt. Er lebt noch. Mein Seliger hatte auch immer seine Anfälle. Ja, da muss man aufpassen. Oh, kann ich Ihnen was helfen, junger Mann? Tschö, wenn nicht. Will ich eben nicht länger stören. Oh, gut. Ach, schläft Herr Broders? Wie ein blauer Engel. Was für ein Glück. Ach, sind Sie doch der junge Mann? So wie man das nennt. Wir vom Land können beinahe alles. Ja, ich habe ihm 3 Schlaftabletten gegeben, das langt. Papa! Ja, Rudi, komm her, komm, schnell. Langsam, Vorsicht. Ganz vorsichtig. Mal, Rudi, ja, mein Rudi, setz dich da mal hin. Setz. Papa, geh lieber wieder zu Bett. Kommandier nicht mit mir rum. Guten Morgen, liebe Frau Rosi. Entschuldigen Sie mein Negligé. Herr Broders, Sie in so einem Zustand zu sehen? Na, Rudi, wie geht es dir denn? Wieso interessiert Sie das? Oh Gott, bist du immer noch sauer? Ich bin nicht sauer, ich bin nur Ihr Hauswirt. Hauswirt? Ja, was denn sonst? Ihr Mann vielleicht sieht so ein Ehemann aus. Bringen die vielleicht Blumen mit? Pralinen? Ich bringe nur mein Herz mit und sowas kann man nicht in die Vase stellen. Das macht man immer poch, poch, bis es mal aufhört, poch, poch zu machen. Oh nein, Herr Broders. Sagen Sie mal, was jammern Sie eigentlich die ganze Zeit hier rum? Ja, Sie sind doch nur die Nachbarin von unten. Junger Mann, was wissen Sie schon von unten? Oh, oh, oh. Was haben Sie hier überhaupt zu suchen? Das fragen mich selbst schon die ganze Zeit. Ich bin Tyrann. Mit Mal bin ich ein Tyrann. Flunky, bringen Sie doch meinen Vater wieder zu Bett. Kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch um Konzerte, kümmert euch um Tschaikowski, will ich sagen. Macht Salon auf. Rudi, du darfst dich doch nicht so aufregen. Das geht mir weit vorbei. Als ich gestern Nacht ohnmächtig in meinem Bett lag, Na. Du halt aber mal die Luft an. als ich beinahe ohnmächtig in meinem Bett lag, habe ich Bilanz gemacht. Rudolf Broders habe ich mich gefragt, wozu heiratet ein Mann eigentlich? Für eine saubere Wohnung, ja, da kann ich mir auch eine Putzfrau nehmen. Fürs Essen. Ja, essen kann ich auch im Restaurant. Und dafür gibt es viele. Warum heiratet der Mann also? Na? Ich will es dir sagen, ein Mann will gerne einen an seiner Seite haben, dem er seine Sorgen erzählen kann. Darum heiratet er. Und von dem Augenblick an kann er was erzählen. Oh, wie klug. Was willst du schon verlangen von einem viertklassigen Ex-Ehemann? Ach, Rudi, komm. Ich mach dir einen Umschlag. Du? Liebe Frau Rosi, würden Sie es auf sich nehmen, mir einen Umschlag auf die Brust zu legen? Jetzt ist auch. Oh, auf die Brust? Wohin Sie auch wollen. Ja, aber ich kann... Du geh doch, wenn er doch so schön bettelt. Kommen Sie, liebe Rosi. Ja, aber bloß provisorisch. Na klar. Ja, und dann will ich euch nicht länger zur Last fallen. Gut. Oh, ein neuer Anfall. Vielleicht der letzte. Hat Landmann angerufen. Nee. Und wenn er anruft, sagt ihm, dass ich einen Zusammenbruch hatte. Zutritt verboten. Und nicht rauchen. Ich kann mich ja vielleicht ärgern. Und für die Frau habe ich noch ein Kleid genäht. Arme Mami. Ach. Aber vielleicht ist Papi noch unglücklicher. Der und unglücklich. Tja. So.
konnte kaum gehen. Ach was. Sagen Sie mal, Vicky, was finden Sie eigentlich an diesem Robert? Hm? Er ist wunderbar. Klug und kultiviert. Ja, ein kultivierter Esel. Hm? Er ist ein Kavalier und er stammt aus einer der besten Familien. Versteht sich, versteht sich. Ich bin ja mal bloß ein einfacher Mann vom Land. Aber ich rede wie ein normaler Mensch. Meine Liebste. Sie ärgern sich ja bloß, dass er das hier hat und nicht bloß hier. Statistiker, das ist was. Hm? Ein halbes Jahr rechnen die daran rum, dass jede Familie 1,3 Kinder hat. Großartig, ne? Wenn man sie so reden hört, könnte man fast meinen, sie wären eifersüchtig. Sie können Ideen haben. Meinen Sie nicht, mein lieber Flunky, dass die Kühe sich nicht schon nach ihren weichen Händen sehen? Wer weiß. Ich bin gern auf dem Land. Und warum soll sie denn noch hier? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Ich mache mir Sorgen um Ihre Eltern. 2 nette, anständige Menschen laufen in ihr Unglück bloß wegen so einem doofen Stück Papier. Wenn Sie ein bisschen was von Psychologie verstehen würden, dann würden Sie es vielleicht begreifen. Psychologie? Da wollen wir lieber nicht überreden, bis Sie nicht Freuds Buch über den Minderwertigkeitskomplex gelesen haben. Ich kenne nur das von Adler. Ach ja? Über die Minderwertigkeit der menschlichen Organe und ihre psychische Kompensation. Sie lesen Bücher? Wenn ich Zeit habe, ja. Ach nee. Bauer mit Köpfchen. Genau. Sie haben das Plätteisen absichtlich kaputt gemacht. Wozu brauche ich ein Plätteisen? Nicht in meiner Wohnung, Kinder. Bitte, nicht in meiner Wohnung. Aufhören! Was fällt Ihnen ein? Tja, bei uns auf dem Land, dann machen wir das so. Sie wissen doch ganz genau, dass ich verlobt bin. Flegel. Von wem du das wohl hast? Von meinem Vater. Kleiner Freckdachs, du. Oh, ja, was war denn los? Ach, nichts Besonderes. Und fängt dieser Flunky was mit Vicky an? Über den Anfang sind sie schon raus, sie knutschen schon. Aber warum haben sie sich eingemischt? Na, knutschen am frühen Morgen auf leeren Magen. Wo gibt's denn sowas? Es Frühling, Rudi. Ja, das Es merke ich. Frühling. Das merke ich auch schon. Wirklich? Ja, ich glaube, ich habe mich erkältet. Es Frühling, Rudi. Alle Vöglein sind schon da. Ich glaube, oh, das ist auch schon da, auf dem Bau. Der Landmann meine ich viel mehr. Den muss ich gleich mal... Also, was denn? Wahre Liebe fragt nicht nach der Tageszeit, Rudi. Ja, aber doch nicht so schnell. Ach, liebe Frau Rosi, haben Sie Blumen gern? Oh, sündhaft gern. Dann kaufen Sie sich welche. Auf meine Rechnung. Aber Rudi, hören Sie denn nicht die Vögelein? Nee. Rudi, ich bin so aufgeregt. Also, mein Herz klopft wie verrückt. Fühlen Sie mal, Rudi. Oh Gott, mir wird ganz schwummelig. Rudi, oh. Ja, sowas kann schon mal passieren. Auch im Leben eines Mannes gibt es Augenblicke, die man nie vergessen kann. Rudi, Sie haben auch schon was durchgemacht. Ich hatte sehr stürmische Zeiten. Sie würden sich wundern, wenn ich Ihnen das erzählen würde. Rudi, erzählen Sie doch mal. Ich kann schweigen wie ein Grab. Nee, ich kann nicht. Bitte, Rudolfo. Schön. Also, es war im Sommer, schon lange her. Ein heißer Sommer. Der Schweiß, der lief mir mal nur so runter. Oh. Ich hatte 4 Rohre an die Pumpe angeschlossen. Jedes Rohr 8 Zoll. Oh. 8 Zoll. Ja, ich bin nicht nur ein kleiner Klempner, der an den Wasser hin rumfummelt. Nee, auf keinen Fall, Rudi, auf keinen Fall. Der Diploming damals, der sagte, Broders, wenn diese Pumpe 2000 Kubik schafft, dann fresse ich meinen Hut. Er lief immer mit so einem Strohhut rum, müsst ihr wissen. Ist nicht wahr? Pass ja auf, was passiert. Die Pumpe fing an zu laufen und nun raten Sie mal, was sie geschafft hat. Ja, was geschafft hat? Ja, zu pumpen.
Oh, sehr viel. Na, Ach, noch viel mehr. ob Sie es glauben oder nicht. 3000 Kubik. Oh. Ja, aber das ist nicht alles. Oh, Rudi, jetzt spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter. Der hängt die Diplomik, der nahm seinen Hut und dann vor allen Leuten, vor allen Leuten fraß er seinen Hut auf. Nein. Ja. Der fraß seinen Hut auf. Genau. Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, Mensch, der fraß seinen Hut auf. Naja, und blöder Witz. Ja, finde ich auch. Saublöd. Warum haben Sie denn gelacht? Ja, aber Sie haben doch angefangen. Sie sind die Erste, die darüber lacht. Oh, sind Sie nun sauer? Nein, natürlich nicht. Oh, soll ich Ihnen einen neuen Umschlag machen auf der Brust? Nee, auf gar keinen Fall. Dann hole ich Wasser aus dem Supermarkt. Ja, tun Sie das. Ja. Bringen Sie auch eine Zeitung Ja, mit. anders noch was? Ja, vielleicht eine Sportzeitung. Ja. Und so, meine liebe Rosi, kommen Sie schnell wieder, ja? Und vergessen Ihre Blumen nicht, meine Stiefschwester. Ciao. Ach, eine lustige Witwe. Wie scheint, bist du ja nicht mehr krank. Ich bin kuriert. Es ist Frühling. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel. Rudolf? Ja. Ich will diese Kuh nicht wieder in meiner Wohnung sehen. Ja, warum wohl nicht? Kann ich mir nicht eine Mätresse leisten in meiner Lage? Du, ich könnte ganzen Harem in Trab halten. Ich werde mit jedem Tag jünger, ich bin frei. Ich bin Junggeselle. Und unser Kind? Du, das ist gewiss nicht das erste Mal, dass zwischen Vermieter und Untermieter sowas passiert. Sehr komisch. Wo bleibt denn nur die Rosi? Falsches Pastür. Ja, mir gefällt sie. Rudolf, ich gehe. Ja, ich weiß. Ich gehe weg. Ja, ich habe gehört. Ich zieh aus. Ja, tu das. Obwohl eine Untermieterin 30 Tage im Voraus kündigen muss. Ich kündige fristlos. Ja, tu das. Vielleicht habe ich dich wieder lieb, wenn du erst mal weg bist. Wie vor 30 Jahren. Du kommst wieder rein, jung, frisch, mit einer Flasche Wasser in der Hand, die du unterwegs für mich gepflückt hast. Weißt du, was du bist? Ein Schiedkerl. Ja. Ein Klempner. Klempner, ein klitzekleiner Klempner aus dem klitzekleinen Dorf, du. Mini-Klempner, Na, du. hör mal, ich kann das ein bisschen Mann, übertrieben. was Ne? soll das denn? Wie die kleinen Kinder. Los ins Bett. Sie hat angefangen. Ich zähle bis 3. 1, 1. 2. 1, 2, lang. Also deine Mutter hat zu mir gesagt. Mini Klempner hat sie gesagt. Guten Morgen, meine Liebste. Robert! So früh schon? Ja. Bitteschön. Was für entzückende Blumen. Ja, das ist eine Orchidee. Ich hörte eben ohrenbetäubende Schreie. Befinden sich deine ehrenwerten Eltern schon wieder auf dem Kriegspfad? Wie kannst du nur sowas sagen, Robert? Dieses Haus war noch nie so ruhig wie heute. Mein armer Vater muss das Bett hüten. So. Was fehlt ihm denn? Schock! Aha, Schock. Welche Art? Ganz allgemein. Ah ja, wirklich? Darf ich mich nach diesem Herrn Flunky erkundigen? Flunky? Flunky, wer ist das denn? Na, dieses Individuum von gestern Abend. Ach, den hatte ich schon ganz vergessen. Ah ja. Was hast du nur, Robert? Liebling, ich befinde mich in einem Zustand äußerster Nervosität. Mutters Geduld ist am Ende. Oh, eine hübsche Fliege hast du um. Ja. Mutter muss heute Nachmittag den Trauschein in den Händen haben, sonst kann ich für die Folgen nicht garantieren. Robert, wir haben den Trauschein noch nicht gefunden. Ja, aber wie ist sowas möglich, meine Liebste? Das weiß der Teufel. Ob deine Eltern verheiratet sind oder nicht, das ist eine Frage, die ich hier lieber nicht stellen möchte. Was für ein Glück. So. Moin, Knoll. Ich habe meine Jacke vergessen. Und mein Beutel. Telefon auch noch. Ja, hallo, Landwirtschaftsministerium? Ne? Ja, dann belästigen Sie uns auch nicht. Gehen Sie aus der Leitung, werte Dame. Raus! Ja, also schlecht hören können Sie sehr gut. Was bin ich? Ein Oh. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. Ja, ich hatte nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Das ist bestimmt meine Mutter. Genau. Knoll? Ja, hallo, Mami. Ja, es ist alles in Ordnung. Ja, der Trauschein, der ist da. Sie will die Einladung verschicken. Sie sollen noch damit warten. Die Hochzeit muss verschoben werden. Ja, das ist gut. Hallo, Mami. Ja, und wenn wir sie nur verschieben? Keine Verschiebung. Kommt überhaupt nicht in Frage. Natürlich, nur an deinem Geburtstag. Was machen wir denn bloß? Wir können die Hochzeit ja um ein Jahr verschieben. Ja, das ist die Idee.
Zwischen dem einen Geburtstag und dem anderen liegt genau ein Jahr. Ah, Ja, außer in einem Schaltjahr. dann verschiebt das auch um 4 Jahre. So, das ist unpassender Scherz. Ich finde das komisch. Jetzt fang du auch noch an. Ich habe schon genug von Mutters Idiosynkrasien. Reg dir nicht auf, Mami, das kommt alles in Ordnung. Wo ist der verrückte Traum? Was ist denn mit dem Landwirtschaft? Oh Mann, was geht hier eigentlich vor, Mami? Robby, nein, ist doch alles in bester Ordnung. Du siehst Gespenster. Komm, lass uns an die frische Luft gehen, ja? Oh, guten Tag, Frau Broders. Wollen Sie verreisen? Ja, zur Erholung. Ja, und warum weint sie dann? Vor Freude. Mami kann nun endlich die Last des Haushalts von sich abschütteln. Ist das so nicht, Mutter? Ich geh weg. Aber, Frau Ich geh so Broder. weg, wie ich gekommen bin. Wenn das schon so weit ist, dass er Rosi von dem Strohhut erzählt, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Du alles in der Welt nur darum. Nur weil sie nicht verheiratet sind und nun kein Trauschein da ist. Wir haben verstanden, das langt. Das ist ja gut. Augenblick mal eben. Frau Broders. Habe ich das eben richtig verstanden? Sie sind überhaupt nicht verheiratet? Wollen Sie damit sagen, dass Sie all die Jahre im Konkubinat zusammengelebt haben? Wo? In wilder Ehe? Tja, was wird Ihre Mami nun dazu piepen, wa? Robert, nun hör mal gut zu. Vater und Mutter sind gar nicht verheiratet. Es gibt keine Papiere, kein Trauschein und keine Schwiegermutter. Es gibt nichts weiter als einen handfesten Skandal. Mami. Nein, oh Mann. Ich bin verlobt mit einem Bastard. Na. Naja, mit einem illegitimen Kind. Ich schäme mich so. 30 Jahre habe ich umsonst in diesem Haus gelebt und du lässt mich scheiden. Scheiden? Dazu müsst ihr erst mal verheiratet sein. Zum Heiraten gehören 2, zum Scheiden langt einer. Um nichts auf der Welt würde ich mich vom Bruder scheiden lassen. Nur heiraten will ich ihn nicht. Und das ist ja sowieso alles schon viel zu spät. Wo ist noch dieser vermuckte Trauschein? Das macht mich noch ganz verrückt. Oh, was ist denn schon ein Trauschein? Nur ein Fetzen Papier. Oh, das mag sein. Aber für eine Frau wie mich gibt das kein Fetzen Papier, der wichtiger ist auf der ganzen Welt. Zweifelsohne, Frau Broders. Herr Broders! Wie konnten Sie mir das antun? Sie hätten auch an mich denken können. Nicht? Ja, danke. Warum haben Sie denn nicht geheiratet? Eine kluge Frage. Wenigstens als Vicky geboren wurde. Ja, die konnte damals doch nichts dazu sagen. Sag mal, was machst du da nicht? Was packst du da? Geh du doch zu deiner Konkubine. Hör auf, mir zu sagen, was ich soll und was ich nicht soll. Und überhaupt, die macht mich ganz nervös, lacht die ganze Zeit und macht mir kalte Umschläge. Bin ich vielleicht krank? Na, reiß dich ja am Tag. Du willst also weg. Ja, Bitte, Fräulein Broders. Hört doch endlich auf mit dem Blödsinn. Willst du wirklich gehen? ja. Na schön, aber schlepp nicht den ganzen Hausstand weg. Den Kasten habe ich gekauft. Bitte kannst du ihn zurückkriegen. Kannst ihn ja deiner neuen schenken. Sag mal, was ist das denn? Wozu brauchst du einen Salzstreuer? Das soll mich immer daran erinnern, wie froh ich bin, von hier wegzukommen. Verstopft. Wie immer. Du willst also wirklich weg. Ja, mit Vergnügen. Schön, dann geh mit Vergnügen, aber das Bild bleibt hier. Hey, das ist mein Bild. Das hat mein Alex mir geschenkt. Egal, die Hälfte gehört mir. Ich bin auch mit auf dem Bild. Die Hälfte gehört mir Also von dem Bild. bitte. Dann kannst du dich wieder zurückkriegen. Hier, bitte sehr. Hier, da hast du dich. So, da hast du dich Was zurück. soll ich denn mit diesem Fetzen lecker? So, Ja, der Trauschein. Wie bitte? Ja, hier. das ist das. Der Traumschein. Alex, du bist ein Engel. Entschuldigung, bitte. Welch ein Glück. Ja, ich hab Welch ein... Ja und? Rudilein, unser Trauschein. Wo bleibt denn die Rosi? Verstehst du denn nicht? Da haben wir doch die ganze Zeit noch gesucht. Wenn du erst nach einem Tauschschein suchen musst, dann kann mit der Ehe nicht mehr viel los sein. Dieses Papier hatte nur Bedeutung für uns, solange wir da nichts von wussten. Was hat sich geändert? Bleibst du darum bei mir? Doch nicht. Gut. Du willst also mit Vergnügen gehen? Bitte schön.
Dann geh mit Vergnügen. Mir langt es. Papa. Ach, Vicky, deine Mutter glaubt ja wohl, dass ich hinter ihr ranjammere wie ein Kater auf dem Dach. Ella, Liebste, verlass mich nicht. Ich kann ohne dich nicht leben. Nix da gar nichts. Ich bin und bleib Junggeselle. Mit oder ohne Trauschein. Ja, was guckt hier? Junggeselle bin ich auch vorher gewesen. Ich weine dir keine Tränen nach. Kommt gut ohne dich zurecht. Abends mache ich mein Bett. Dann steige ich in die Badewanne. Lese illustrierte Pornos. Schlafe jede Nacht, was das Zeug hält und gehe spät zu Bett wie ein Playboy. Ich bin Junggeselle. Papa! Jeden Morgen sage ich immer verdammt, 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 verdammt. Schickron. Ich höre keine dummen Fragen mehr und sehe dein beleidigtes Gesicht nicht länger. Keiner stopft mir Brot in die Taschen. Keiner küsst mich ab. Nix, gar nichts. Ich bin allein. Zu Hause, bei der Arbeit, wo ich auch bin, was ich auch tue. Allein. Allein. Ella, bleib bei mir. Warum denn das alles? Du kennst mich doch. Du weißt doch genau, dass ich nie weiß, wie ich das sagen soll. Eins ist sicher, wenn du gehst, dann bin ich fertig. Rudi. Das wäre mein Tod. Wie schön du das gesagt hast. Bist das wirklich mein Rudi? Ob ich das bin. Ich liebe dich. Verdammt nochmal. Aber was ist denn nicht gleich gesagt? Ich vergesse doch immer alles. Herr Broders, meinen herzlichsten Glückwunsch. Wir nehmen Anteil an diesem glücklichen Tag. Ich glaube, das darf ich im Namen von uns allen sagen. Na klar. Jawohl. Was gibt Ihnen das Recht zur Zärtlichkeit mit meiner Braut? Auftrag vom Gemeindeamt in Klangsdorf. Geht zu Broders Hamburg in der Hude, Gerdistraße 11, betreffs Heiratsangelegenheit. Das verstehst du hoffentlich, Robert. Es ist nun mal passiert. Mami wird ihm das schon erklären. Oh, Stich! Na und wie? Junger Mann, darf ich Sie zu mir zum Glas Selters einladen? Danke. Ich enthalte mich der Kohlensäure. Ich hab auch Milch! Ja, hallo? Hier bei Broders? Bitte wer? Einen Moment. Landwirtschaftsministerium. Ja, bitte? Oh, ja. Oh, ja. Ja, ich hätte gerne den Herrn Minister Alex Bünde. Nein, rein privat. Ja, ist ein alter Freund von mir. Hm? Ja, er kommt gleich. Dein blonder Alex. Och, Rudi, wegen dem einmal. Ja. Hallo, ihr Broders, Klangsdorf. Ja, der Klempner. Installateur. Der Installateur. Erinnerst du dich noch? Ja, pass mal gut auf. Was? Ach so. Ja, wie geht's dir denn? Das ist hier bei uns auch nichts Besonderes. Ja, oder doch, es ist Frühling. Alle Vögel sind schon da. Ja, mach's auch gut. Sag mal, was wollte der eigentlich?